mengen die Debatte, die den Jean-Marie Halsdorf haut ugestoßen hat, mit seiner Interpellation, die gibt als eine Gelegenheit für darüber zu diskutieren, was man im Kader von der Großregion verstehen, für zu gucken, wo wir stehen, den Wert von der Großregion, auf wo wir sollen hinstellen. Wichtigkeit von der Großregion. Da man sich vorstellen, spielt Großregion die Rolle, wie wir sie vorstellen, kriegen Bürger aus den 4 Ländern etwas mit oder kriegen sie nichts mit, was an der Grenzregion geschieht. Aber was Konkretes aufgrund von der Großregion an der Vergangenheit realisiert ging. Ich habe mir an den letzten Tagen ein bisschen Artikeln nachgelesen, vor allem noch rezent sind, dass man vom Februar in Lützeburg die Präsidenz an der Großregion überholt. Und dann hat er aus den Artikeln und Kommentaren Sachen rausgelesen, wie ein Debattierclub wäre. Man muss den Projekt an Erinnerung rufen. Die anderen haben gesagt, man muss in Großregion zum Leben wackrig machen. Das war der Ton, den ich durch all die Artikel von tut, von Leuten, die auf dem Niveau aktiv sind. Man muss sich selbstverständlich eine Frage stellen, wie kann es da sein, dass eine Großregion, die so lange funktioniert, dass die von den Leuten so kritisch beachtet, beobachtet wird. Aber wenn man so das haut, dann habe ich zurückgeguckt am Jahr 2003, hat den damaligen früheren Lützburger Staatsminister, Kommissionspräsident Jacques Santer, am Anfang genau dasselbe schon gesagt. Das sind allerdings auch schon 14 Jahre hier. Auch hier gesagt, man muss eine Großregion entdecken, sie muss wiederbelebt gehen und so weiter. Das war 2003, also 2017 kommen wir am Anfang mit den selben Kommentaren. Das ist eine kritische Analyse, meine ich, muss ich da machen. Und wir sollen nicht einfach hingehen und uns auf die Schulter klappen und so, wie gut und wie wichtig dass die Großregion ist. Wir sollen das wirklich damit auseinandersetzen mit der Rolle, die sie spielt, und ob sie die Rolle auch wichtig spielt. Aber ich stehe gerade auf einem Punkt von einer neuen Herausforderung. Wir wissen, dass Frankreich, und das mit den EU geschwärzt, eine neue Territorialreform gemäht hat, dass sie eine neue Region Grand Est gegründet haben. Und wir waren mit der Lorraine immer, die wir gesehen haben, an unserer Großregion. Mir gibt es die Lorraine hautnach. Laut der französischen Landkarte gibt es sie nicht mehr. Wir haben auch just die Großregion Grand Est. Das heißt, da muss man wissen, wohin steuert die Großregion, die wir gemeint haben. Bringen wir es fertig, dass an Frankreich noch just Lorraine oder so gehört? Oder muss man nicht hingehen an die neue Region, an die Großregion abholen? Und da geht es quasi von Namur, von Brüssel bis auf Basel, wo alles da drinnen fällt. Das ist also eine riesen Entwicklung, die da am Gange ist. Und dann muss ich sich über den Sinn fragen, ist das der Büt gewesen von einer Großregion? Sind nach Zusammenhängen Punkten da, wenn wir so weit auseinander das Bündnis da machen? Wir nicht nur, was Frankreich belangt, auch an Deutschland stellen sich die Fragen. Weil dadurch, dass Frankreich die Großregion geschafft ist, als am Anfang nicht nur mit Saarland und Rheinland-Pfalz stehen, da und Frankreich ist, aber auch Baden-Württemberg, was ein von den größten Bundesländern mit über 11 Millionen Einwohnern ist, steht am Anfang auf der ganzen Seite und die neue Region am Frankreich un. Aber wenn ihr ein bisschen an die Regionalpresse gucke, geht an Deutschland und liest den dort Gedanken no, da stellen die sich Fragen, ob es richtig ist, dass Rheinland-Pfalz und Saarland nach Solheim in einer Großregion funktionieren, für dann eventuell mit dem Grand Est auf Frankreich zu negozieren und zu diskutieren, aber an Württemberg nicht mit dabei. Und da kommen dann noch Gedanken, ob die so, man wird nicht besser, wir geben die 3
Bundesländer, Saarland, Rheinland-Pfalz, aber an Bürger, die zusammen sich als Verhandler an Diskussionen mit der Region Grand Est am Frankreich befassen. Es sind also eine große Region, die wir haben, wenn den ehrlich ist, die ganz schwer bis lo funktioniert hat, steht für große Verwandlungen sowohl auf französischer wie auf deutscher Seite, die wir uns müssen stellen, wie man die an den Griff kriegt. Madame Minister, weiß vielleicht schon mehr Hintergrund, Informationen an Ideen, wie es da laufen, mit der sicherlich nicht mehr einfach gehen, und der sicherlich auch nicht wie Lützeburg mehr einfach gehen. Die Großregion gibt explosionsartig an Lütgoen, nicht nur flächenmäßig, aber auch, was davon blöd an mir als Lützeburger Giffen aber bei der Gräst bleiben, das muss man sich vorstellen, ob da nicht über Ziel dann von dem, was ursprünglich an einer Großregion gemeint ist, Giffen rausgeschafft gehen. Für die Idee, die der Jean-Marie Halsdorf für eventuell Wahlen zu machen, an so einer Großregion, ich meine, davon kann den Bremen, wir sollen das nicht als realistisch angesehen, weil wenn wir wissen, dass die Mehrheit eine Wahlpflicht tun, an die anderen Länder haben ein Wahlrecht, wenn wir gucken an Frankreich, an Deutschland, dort Leute geben frohen, wenn sie von der Großregion geben halen, dann geben die das, was ich vor, wo was schwätzt das da, aber wenn dann die dann noch nach bewegt kriegen, dann sollte für so ein Parlament da wählen gehen. Ich meine, da geben wir also ein Fänke gehen, weil ich gebe mir nicht vorstellen, dass viel mehr wie 5% sich von den Leuten da geben bewegen, für ein Parlament, von dem sie nicht wissen, oder eine Region, von der sie nicht wissen, für die dahin wählen zu gehen. Herr Schibirin, erlaubt ihr das nicht so, wie ich euch vorstelle? Wenn es nicht um meine Redezeit geht. Nee. Ganz kurz, Dir sot effektiv op enger Seite so, dat hat Press gelesen, an do wenn Letter Leute, die gift an dem Bereich vun der Großregion schaffen, an die gifen nicht dat Gefühl gin, dass effektiv dass het richtig weitergeht, das Kliwen dra wär benutzt als Argument. Op der Seite so drawer dann van die Leiit, well den IGR, dat die größte Institut, die man der Großregion man lettersche Spezialisten an notamment die Artikeln, die der geliers hut, die berufen sich auch was op dat die gesot hun, da steht der Toten dran als Faktum an als langfristig Ziel fir dat fertig zu kriegen. Da verstehe ich nicht argumentiert. Op der Seite benutzt er dat fir am Anfang zu weisen, dass man das gut durchstehen. Op der Seite so, da dat ein Hirngespinst, wat die Leute giffen op de Papier bringen. Ich weiß nicht, Herr Halsdorf, wo dir soll wissen, was seine Artikeln, die ich gelesen habe. Mit dir gelesen habe, da tut er nicht dran. So. Ich habe nur 10 Artikel. Ich will aber 4 Uhr vor, weil ich nach ein paar Minuten just tun. Ich will auch dann auf ein paar Punkte kommen, wo wir am Anfang müssten Großregion haben. Wir haben sie da. Erstens muss man mal aufpassen, dass da am Kader von der aktuellen Großregion einen gewissen, ich finde so ein Neid oder Konkurrenz besteht. Wir müssen mal ehrlich sein, auch als Großregion, die nur Bestände sind, nicht unbedingt frömmer da ist, wenn wir das sozial gefallen wollen. Wenn wir gucken, wie viele Leute sie formieren, die mir auf unseren Arbeitsmarkt hin erzählen, die sind nicht daran die Gedanken von der Großregion. Oder wenn wir gesehen, weil wir das Wohnungsbauproblem als Lützeburg nicht gelöst kriegen, dann so viel an die deutsche Grenzregion, hauptsächlich die deutsche Grenzregion gehen, und dadurch die Wohnpreise da enorm an die Luft zu sind, sodass am Anfang die Normaldeutschen, wofür schon mussten wir weiter in Deutschland rangehen, für eine Wohnung zu kriegen, auch das gesehen die nicht am Kader von einer Solidarität von der Grenzregion. Und da muss man gucken, die Maßnahmen, die wir getroffen haben. Sie wird Park and Ride, sie wird Buslinien und so weiter. Die gehen im Prinzip dann noch nicht darüber, mais wie dat mir eng Nationalform und die andere Regionalformen gëtt dat ganz direkt bilateral zwischen den Regierungsmembern an den Responsablen von der Gemeinde oder von der Staat realisiert. Das heißt, auch da muss man wissen, durch die 2 Differenzstrukturen, die es gibt. Nach Herr Präsident, da muss man wissen, wenn man die neue Großregion kriegt, mit der neuen territorialen Reform von Frankreich, da muss man wissen, dass wir an der Großregion 6 Atomkraftwerke haben. Frankreich hat noch festgehalten von den ältesten, von den meisten kontestierten Schoss, Nogent-sur-Seine, Belge-Tihange, an Deutschland Mülheim-Kerlich. Und da stelle ich mir dann noch vor, Gott Niveau von der Großregion,
der Minister gëtt och de Sujet do ugeschwart oder so die anderen Länder do einfach dat erfindet als Kompetenz, dat das eng Nationalkompetenz. Mit dat sind aber frohen, die Leute aus der Region interesseieren, dat sind immens wichtig frohen, die Leute interessieren, die Eisermenung no net debatteiert geben. Oder holen wir Diskussionen über Autobunnen, holen wir Diskussionen über den öffentlichen Transport, wenn wir gesehen, wie wir zwischen Lützeburg und Bresel, wie lange das den Zug braucht. Kollegen aus dem Bildungsparlament wissen auch, dass da von der belgischen Seite praktisch keine Initiative laufen, für die Zugstrecke zu verbessern. Dat wir etwas, was Leute auch drin interessieren, wenn eine Grande Region gibt, so man bringen wir mal fertig, dass die Zugverbindungen an der Grande Region optimal funktionieren, a Platz, dass das nicht Realität ist. Oder wenn man Richtung Köln von den Autobahnnetz nicht aus oder den deutschen ICE nicht kind bis nach Lützeburg kommen. Das für Frauen, die giffen Leute aus der Grande Region interessieren oder wenn man über Betriebe schwätzen, wenn man von Solidarität schwätzen. Los wir da ehrlich sind, auch an einer Großregion, guckt doch all Land nur sich. Weil wenn man nicht von Rang nur uns, weil gucken an die anderen nur sich, dann müssen wir auch darüber diskutieren, je nachdem, was für ein Betriebe, dass man zum Beispiel hier ein Land ranholen, wo man wissen, dass sie nur nicht mehr Frontalien beschäftigt wird, dann nicht mehr solidarisch von uns, wenn man zu dem Betrieb, sind wir macht ihren Betrieb direkt do, wo die Leute schaffen, am Platz, dass die Leute müssen bei den Betrieb kommen, kann der Betrieb ja auch bei den Leuten gehen, am Platz, dass die Leute müssen all Tag 1-2 Stunden am Stau stehen. Auch das wäre eine Solidarität an der Grande Region. Wir dürfen denken, wir auf jeden Fall nicht, wir versichern alles sei uns zu zählen, aber wir gucken nicht da, nur den nördlichen Regionen. Es gibt also viel der Punkte, Herr Madame Präsidentin, die ich noch einmal abgeschrieben habe, wie das meine Redezeit aber schon aufgelaufen ist, will ich just so eine Großregion hat Wert, wenn sie wirklich funktionieren kann, wenn sie wirklich an ein Territoire umfasst, den übersichtbar ist, und nicht, wenn das etwas riesengroßes gibt, was jeder bereit ist, so einen gewissen Solidaritätseffekt mal dran zu bringen, für das die Bürger dabei sind, auch wirklich einen Nutzen davor verstehen. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man heute sagen, dass bis heute für die Bürger noch nichts von der Großregion wirklich entdeckt haben.